Ohne Brühen geht gar nichts mehr. In der Früh, da geht's schon an, wenn ich die Tageszeitung habe, kann ich keinen Buchstaben lesen. Früher ist das nicht so gewesen. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Bringt der Briefträger die Post, mich das wieder Nerven kostet. Ich kann nichts lesen, was da steht. Mir kommt durcheinander das Alphabet. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Zum Mittag dann beim Kochen erst liegt das Kochbuch neben herrscht, das Rezept nicht zum Entziffern ist. Es ist wiederum das gleiche Geschiss. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Schalt ich die Maschine zum Anspüren ein, schon wieder, wie kann's anders sein? Da schaut mir's halt nicht an, was für eine Tasten ich jetzt schalten kann. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Am Nachmittag kaufe ich gleich ein. Es ist ein Gefritt. Oh mei, oh mei. Es ist kein Preis und auch kein Text. Es ist grad wie verhext. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Daheim dann, bei der Waschmaschine, ich glaub bald, dass ich spinn. Da schaut man nicht der Schalter an, weil ich die Zahlen nicht lesen kann. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Auf Nacht geh ich zur Chorprobe hin, weil ich so gern beim Singen bin. Die Noten auf dem Blattl tanzen, am liebsten da ich mich verschanzen. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Wie ich beim Fernsehapparat meine Lieblingssendung schau grad, da schau ich mir's nicht an, wenn ich kein Augenglas habe. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Möcht ich Ihnen ein Gedicht vortragen, braucht's mich nicht länger fragen. Ich kann keine Zeile nicht lesen. Früher ist das anders gewesen. Na, ist das ein Geschirr, ohne Brühen geht gar nichts mehr. Liebe Leute, jetzt frag ich noch, geht's eng auch, an dem wir so